Die Grünen schenken also den Klimawandel und nationale Grenzen zu bannen. Das ist meine neue Ideologie, die ich noch nicht verstanden habe. Das heißt, Hauptsache aus dem Klima geht nicht gerne mit Hauptsache, dass nicht heute zu Lützeburg getankt gehen, dann tanken sie in Belgien, Frankreich oder in Deutschland, da geht es dem Klima anscheinend besser. Das müssen sie uns mal erklären, wie das geht. Tatsache ist, dass aufgrund von der geringen ideologischen Politik da, Lützeburger Lo muss mehr bezahlen für ihren Benzin und für ihren Diesel, und das nicht geschieht für das Klima. Aber wenn dann gesagt wird, den geringen Energieminister, den Herr Turmes, den 27. März 2019 in einem Tageblatt-Artikel geschrieben hat, da versteht ihn das. Da versteht ihn das. Denn Herr Turmes hat geschrieben, das war ein ganz interessanter Artikel, unter dem Titel Klimaland Luxemburg. Und er hat zwei klare Aussagen an dem Artikel gemacht. Die erste war, übertätigt von der Gambia 1. Und die zweite, als verheerenden Herr Turmes, sich Klimapolitik heute zu Lützeburg an Zukunft vorstellt. Zu 1, der Erbicht von Gambia 1. Seht, und dann Herr Turmes am Tageblatt, laut Statistik sind wir europäischen, also wir Lützeburg, laut Statistik sind wir europäische Schlusslicht, was den Anteil an erneuerbaren Energien betrifft, gab Turmes zu. Und da stellt sich vor, wie so etwas möglich ist, dass die Mehrheit Lützeburg Schlusslicht stehen, wo die geringen 5 Jahre an einer Regierung sind. So, man hat auf die Zweitlechtplatz geschafft. Nehmen sie noch immer die Lecht an Europa. Trotz geringer Partizipation an der Regierung. Und da sieht der Herr Turmes, das ist ein flotter Satz, ich kann aber dabei ganz entspannt bleiben. Ich war bisher kein Regierungsmitglied. Das heißt, es ist ganz klar, das war die Regierung für drin. Es ist ganz klar, dass ein Datz für Gambia ent, was die dort Politik an, es war ein Flatsch an Gesicht, rechts und links, von seiner Parteikollegin, der Umweltminister Carol Diesbusch, wo er von Herrn Turmes zertifiziert hat, dass sie 5 Jahre nicht gebeten, dass wir schlusslich sind, und dass Tieren aber so froh ist, dass er nicht an der Regierung dabei war. Dann zum Zwei, wie die Klimapolitik an Zukunft zu Lützeburg soll aussehen. Denn Herr Turmes sieht, meine Aufgabe ist es, das Land ultra effizient zu bekommen, so Turmes. Ein Weg dorthin führt über den Geldbeutel der Konsumenten. Geringpolitik, den Geldbeutel der Konsumenten. Diese Regierung muss die Besteuerung hochfahren. Hochfahren, sagte Turmes. Und dann wird es ganz interessant. Da seht ihr, um zu verhindern, dass empörte Bürger sich der gelbfesten Bewegung anschließen, schlägt er kleine Schritte vor. Wenn die Ökosteuer auf Raten eingeführt wird, werden es die Verbraucher nicht bemerken, hofft Turmes. Herr Präsident, für wie dumm hält denn Herr Turmes an die Grünen Lützeburg? Mengen Sie könnten Steuern hochfuhren, ganz löst, etappenweise, nicht drüber schwätzen, keine mehr Personen, Leute merken das just noch. An kein Mensch am Land gibt das merken, für wie dumm. Gesagt Ihnen, dass Herr Turmes lang an Europa und der Welt rundherum gegeben hat, dass nicht viel von der Realpolitik halt zu Lützeburg mitgeht hat. Was nebenbei gesagt, ja politisch nicht ganz intelligent war, so ein Aussage zu machen. Das heißt also, wir gesehen, heute kriegen wir den nächsten Schutz ganz leise 1-2 Cent geht's an Lot. An die nächsten Lösschritte, die kommen bei, an die so nicht, die alle Lützeburger, die dabei sind, nur gucken, die merkt nichts davon. Die merkt nichts davon, weil die Grünen hoffen da zumindest, dass der nichts davon merkt, von wo alles Grünen geteilt. Und man hat immer gesagt, schaut es nach Medaille, es geht ganz offiziell, das schüsst der DP und der SAP, die Politik unterstützen. Die Grünen machen einen Missbrauch mit dem Klimawechsel und machen die Leute, demonstrieren Aktivismus für die Leute ein schlechtes Gewissen zu machen
auf ihren Suen aus der Käse zu holen. Heute das Spiel mit der Angst gemäht, ein Spiel mit dem schlechten Gewissen gemäht. Aber wie ist dann die Wirklichkeit für den Geringen? Kann man gucken mal Google, für ein rezent Beispiel zu holen. Haben wir schon nicht passieren, wie was Google bleibt mit dem Energieverbrauch, elektrisch, Wasser bleibt. Man nicht hier, wo wird die Energie hergeholt? Als das die erneuerbare Energie, wo wir die letzten Plätze in Europa holen wir da die Energie hier für Google zu beliefern. Oder gehen wir vielleicht aber über 7 Umwehr kriegen von Kattenon. Wo holen wir das Wasser hier, was Google gerne hat? Gott gesagt aus der Bar. Wir lehnen aber mal für sich selber eine Seebesleitung gerne matt bis an Google wirkt. Für Moldau, dass du nicht immer für die Hände waschen. Wir allen wissen, dass die Bächen Haut schon bald kein Wasser mehr haben. Und dann sie Summe bald gut kein Wasser mehr haben. Und für das dann der Betrieb funktioniert, man da gibt Seebeswasser geholt für Google zu werden. Aber wenn dann die Opposition, in diesem Fall war es CSV, hat eine Aktualität, will über Google freuen, da wird von der Regierung alles gemäht, für das die Aktualitätsstunde nicht zustande soll kommen. Wird mit allen Argumenten argumentiert, für keine so eine Aktualitätsstunde zu machen, weil das Reglement aber klar sieht, wird zu müsste kommen, die Aktualitätsstunde. Man sagt direkt so, wenn na tot, aber los können, dann muss man das Reglement ändern. Das ist schrecklich, Herr Präsident, wenn ich selbst gesehen, wir haben ein Reglement, was dem Parlament Recht hat. Aber wenn die Opposition von den Rechten will profitieren, dann muss man das Reglement ändern. Geht dann alle nach Versicht der Opposition eine Maulkurve abzusetzen. Eine Regierung, die angetraut ist, die Fenster groß abzurappen, Transparenz auf Land zu bringen. Aber die Opposition muss den Mund halten. Darf keine Debatte machen, aber wenn eine Debatte kommt, dann muss das Reglement geändert gehen. Wo sie mal hinkommen an dem Land. Ein anderes Beispiel, neben der Google als Joghurtfabrik. Wir wissen, dass, wenn die kennt zwischen Peterburg und Dietling, dass da so viel Wasser verbraucht wird, wie ein Gemeng Dietling selber verbraucht. Dann sind also, wo holen wir das Wasser her? Und dann hören wir, dass am Umweltministerium schon geplant gibt, Tüten zu machen, für aus der Mosel Trinkwasser zu machen. Und dass das bejaht ging von der Minister an der Kommission. Stimmt das? Ja, stimmt. Das heißt, die Grünen sind dafür, dass Google an Joghurtfabrik Trinkwasser kriegen, vom See bis an aus den Quellen, und Leute kriegen nur Muselwasser zu trinken. Das ist Politik, das hier an der Realität gemäht wird. Weil ich glaube nicht, dass sie Seebeswasser und Musel schicken, und Muselwasser auf Dietling an die Joghurtfabrik schicken. Das heißt, das ist Politik, wenn ihr so viele Futter kriegt, Leute nur Wasser aus der Musel zu trinken, an die Joghurtfabrik, an Google, die kriegen die Leute drüber, mit das leider die Realität.